Dankeschön. Guten Abend zusammen. Ihr seid aber arschfrüh dran. Dann wollt ihr nachher wirklich alle auf unsere Prinzenproklamation? Ja, da kann ich aber nur hoffen, dass ihr schon Karten habt. Weil wir sind ja sicher, wir sind ausverkauft nachher. Ne? Unsere Proklamation, aber das ist das gesellschaftliche Highlight im Ort. Das zieht die Leute an wie ein Magnet, das Licht. Ja, ich merke schon, haben wir Physik-Leistungskurs hier heute Abend. Nein, also wie gesagt, wir sind ausverkauft nachher. Ja, sicher, der Saal ist voll. 156 Plätze. Ja, mehr darf ich leider aus feuerpolizeilichen Gründen nicht reinsetzen. Oder, um genau zu sein, dürfte, weil ich kenne den Wilfried ja sehr gut. Wilfried ist Leiter vom Ordnungsamt, Abteilungsleiter im Gesundheitsamt, Sachbearbeiter im Bauamt und in Personalunion und Gemeindebrandinspektor bei der Freiwilligen Feuerwehr und dazu aber auch noch stellvertretender Kassierer bei uns im Verein. So, und der Wilfried, der würde natürlich sehr, sehr gerne bei uns im Verein auf der Karriereleiter noch ein paar Sprossen nach oben klettern. Ich sage, Wilfried, du willst doch sicher mal unser Geschäftsführer werden. Na, da lief ihm ja schon wieder der Sabber aus dem Mund. Ich sage, Wilfried, das ging wahrscheinlich einen Ticken schneller, wenn wir hier heute unsere 156 Plätze minimal was nach oben schrauben könnten. Ich sage natürlich nur ein bisschen, ne, damit es nicht auffällt. Ja, was soll ich sagen? Wilfried startet nächsten Monat sein 12-jähriges Schnupperpraktikum als Geschäftsführer. Und ich habe heute Abend 420 Mann gesagt. Wie gesagt, wir sind ausverkauft. Wir sind ausverkauft. So gut, es könnte sein, dass wir nachher in der Abendkasse noch ein paar Karten Rückläufer haben, weil der Friedhofsverein, der hat gerade noch Jahreshauptversammlung. Da weißt du, direkt nebenan in unserer Vereinskneipe in Wollis Wodka-Wigwam. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die alten Saufziegen den Absprung rechtzeitig schaffen. Ja, das wäre das erste Mal. Ne? Ja, die kommen sicher nachher erst wieder zur Aftershow-Party. Deswegen müssen wir für die vorsichtshalber noch ein paar Schnitzelbrötchen zurückhalten. Weil das wisst ihr ja selber, ne? Wollis Wodka Wigwam, ne? Das ist jetzt kein klassisches Speiserestaurant. Ne, da gibt es nur ein paar Kleinigkeiten zum Bier, ne? Jägermeister Kümmerling Unterberg. Oder die Spezialität des Hauses, Schleebuscher Schädelsprenger. Das ist schön vor Fachpublikum zu sprechen. Kennt ihr Schleebuscher Schädelsprenger? Ja, wenn ihr nicht kennt, wie soll ich euch den beschreiben? Schleebuscher Schädelsprenger, kann man sagen, das ist jetzt kein klassischer Softdrink. Der geht eher so Richtung ganz leichter Sommercocktail. Schleebuscher Schädelsprenger, pass auf, du nimmst ein leeres Weizenglas. So, da tust du einen Rollmops rein. Ja, wäre schön, wenn hier schon Schluss wäre. So, das wird dann aufgegossen mit Stroh rum. Doppelwacholder, Absinth, Tabasco und 2 Esslöffel Terpentin. Ne, dann musst du 20 Sekunden warten, ja, bis sich der Rollmops aufgelöst hat. Und dann kütt obendrauf ein brennender China-Böller. Ja, da darfst du beim Trinken nicht trödeln.
Nein, ihr habt natürlich recht, ne? Der hört sich harmlos an. Aber aus Erfahrung kann ich euch sagen, davon kannst du nicht mehr wie 10 Stück trinken, wenn du mit dem Auto da bist. Jedenfalls... Nein, also wie gesagt, wir sind ausverkauft. Weil man muss sagen, da habe ich uns wirklich, ihr kennt mich ein bisschen. Ich meine, ich bin jetzt sicherlich der Letzte, der sich gerne selber lobt. Ne? Aber ich muss sagen, da habe ich uns natürlich einen absoluten Kracher in das Programm reingebucht. Ne? Durch absolute Topstars aus dem Kölner Karneval. Also gut, ihr habt auch recht, ne? Unsere Programmgestaltung, die müsste eigentlich unser Literat machen, ne? Der Jürgen. Aber der Jürgen hat leider Burnout. Ne? Ja, der Mann ist eine medizinische Sensation. Ne? Der arbeitet nämlich hier in Köln bei der Stadtverwaltung. Nun, da hat die Medizin ja immer gedacht, Stadtverwaltung und Burnout, das ist so wie Leverkusen und eine Meisterschaft. Ne? Das geht nicht. Ne? Da waren sogar extra Ärzte aus der ganzen Welt da, um sich den Jürgen anzugucken. Ja, der Mann, der war eine richtige Berühmtheit. Der hatte einen eigenen Starschnitt in der Apothekenumschau. Ja, ich weiß ja, wovon ich rede, hör mal. Ich bin ja selber bei der Stadt. Ne? Amt für besondere Aufgaben. Ja, das hält mich auf Trab. Ne? Aber es gibt eben auch Tage, da findest du einfach keine besondere Aufgabe. Ja, und da fällt dann eben schweren Herzens der Hammer auch schon mal nachmittags um 10:30. Ne? Nein, also wie gesagt, wir sind ausverkauft nachher. Ja, sicher, weil wir eben zum allerersten Mal eine absolute Top-Band aus dem Kölner Karneval bei uns haben. Die kennt ihr wirklich alle, die kennt jeder. Ich rechne jeden Moment mit dem Anruf, dass sie gleich da sind. Ja, nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn hier gleich mein Telefon klingelt. Ich sag mal so, diese Top-Künstler im Karneval, die brauchst du heutzutage natürlich auch, weil die bringen ja erst die Qualität in den Saal rein. Weißt du, wir haben natürlich bei uns, wir haben ein sehr gutes Vereinsleben, aber wir haben einfach nicht mehr genug eigene Kräfte, um so ein Sitzungsprogramm noch alleine stemmen zu können. Ne? Und die wir noch haben, ne, ich sag mal, eher was für Liebhaber. Ne, bei den Büttenrednern sieht es ganz mau aus. So, weißt, letztes Jahr hatten wir den Peter in der Bütt. So, der ist bei uns im Gemeinderat. So, absolut spaßbefreit. So, und der hat dann in einer 5-stündigen PowerPoint-Präsentation die Eckpunkte der neuen Gemeindeabwasserverordnung vorgestellt, die dann am Ende auch noch von unserem völlig zermürbten Ilverat einstimmig angenommen wurden. Vielen Dank, lieber Walter. Dankeschön, lieber Walter. Vielen Dank, ein Riesenapplaus für den Walter. Hallo, Walter. Werden wir hier noch oft sehen. Nein, und auch bei den Tanzgruppen, ne, ist schwierig, schwieriges Thema. Ne, was haben wir denn noch eigenes? Ne? Weißt du, im Prinzip muss man sagen, früher, da war in unseren Tanzgruppen mehr Biss drin. Ne? Das tut sich heute doch keiner mehr an, den Stress. Ne, weißt du, früher, da hatten unsere Tanzoffiziere, hör mal, das waren aber noch gestandene Männer.
Na, da waren noch Zucht und Ordnung in der Jade. Ja, die Probe mit denen hat einen paramilitärischen Charakter. Hör mal, wenn da einer bei uns Tanzoffizier war, dann wurde ihm diese Zeit auf den Wehrdienst angerechnet. Nun, heute haben wir im Prinzip ja nur noch unsere Seniorentanzgruppe. Die Grauen Stars. Na, ihr wisst ja, seit 1955 tanzt diese Truppe jetzt schon in unveränderter Formation. Also ihr seht schon, auch unser Verein ist von der Überalterung betroffen. Na, unser jüngstes Funke Mariechen ist im Krematorium näher wie dem Klimakterium. Ja, die kennt Jopi, hieß es noch von der Einschule. Und zwar als Klassenlehrerin. Weißt du, überall, da höre ich, ne, den Vereinen laufen die Mitglieder weg. Immer darüber kann ich nur lachen. Ne, ich wäre doch froh, wenn unsere Mitglieder nur laufen könnten. Nein, uns sterbende Mitglieder weg. Ne, unser Verein gibt mittlerweile für Grabschmuck mehr Geld aus wie für den Rosenmontag. So. Aber es kommen nicht genug junge Leute nach. Das ist doch das Problem. Ja, das ist selber mit unseren Musikbeiträgen. Was haben wir denn noch eigenes? Ein Spillmannszug von 1949. Weißt du, 80% Gründungsmitglieder. Die anderen 20% können kein Instrument. Ich sag mal, da bist du froh um jede Minute, die nicht auf der Bühne sind. Na, jetzt versteh mich bitte nicht falsch. Ich bin froh, dass wir sie haben. Aber du kannst nun mal aus Scheiße keine Sahne schlagen. Das könnt ihr euch merken. Ne? Aber halt immer einen in der Familie. Jedenfalls. Und man muss fairerweise dabei sagen, das ist immer noch besser, wie das, was wir letztes Jahr ausprobiert haben. Vielleicht einfach mal kurz zur Vorgeschichte. Wir machen ja bei uns im Verein nur wirklich alles, um die Jugend zu fördern. So. Und jetzt haben wir bei uns im Nachbarort haben wir so eine Nachwuchsband. Den Kontakt hat damals noch unser Literat, der Jürgen, hergestellt, bei dem seine Tochter, der Melli, die war mal kurz mit einem aus der Band zusammen. Ich meine, gut, mit wem war der Melli auch noch nicht zusammen, aber das geht mich ja nichts an. Nein. Ich will auch nicht sagen, dass es ein Flittchen ist. Aber ich sag mal so, die hat in ganz Köln WLAN. Nein, aber der Melli und ich, wir verstehen uns trotzdem gut, so ist es nicht. Wir reden nur immer ein bisschen, wenn wir uns sehen. Und ich sage letztens zu ihr, ich sag Melli, sag ich. Ich sag Melli, sag Melli. Melli, sag ich. Ich sag Melli, bist du ja nicht mehr mit dem Ahmed zusammen? Da sagt sie, Entschuldigung, wolltest du etwa mit jemandem zusammen sein, der Drogen verkauft? Ich sag Melli, um Gottes Willen, natürlich nicht. Da sagt sie, ja siehst du, der Ahmed auch nicht. Nein, also wie gesagt, diese Nachwuchsband, da haben wir gedacht, weißt du, ein bisschen mal was Flotteres, vielleicht ein bisschen auch mal mehr was Rockigeres nochmal. Da holt uns vielleicht auch mal wieder mehr jüngere Zuschauer in den Saal rein.
Ne? Und die Melli, die hat gesagt, die Jungs, ne, die kannst du blind kaufen. Ne? Heute weiß ich, die Jungs, die kannst du nur taub kaufen. Das kam mir doch schon komisch vor, wie ich da auf der Sitze und den Namen von denen vorgelesen habe. Ich sage mal so, die meisten Karnevalsbands, die ich kenne, die heißen nicht Satans Blutrausch. Und auch die Besetzung eher gewöhnungsbedürftig. 3 Stromgitarren, ein Bass, 3 Schlagzeuge, ein Amboss und eine Motorsäge. Ich sag, habt ihr denn nicht wenigstens eine Quetsch mit dabei? Oder eine Flitsch? Nein, sagt der Sänger, aber ein Bolzenschussgerät. Das würde auch für ruhige Töne sorgen. So, dann sind die auf die Bühne, ne? Die rufen, hallo, wir sind Satans Blutrausch. Und wir sind eine Mischung aus Death Metal und traditionellen kölschen Krätzchen. Den Rest habe ich nicht mehr verstanden, da war die Motorsäge schon an. Jedenfalls das einzige kölsche Element, das ich erkennen konnte, war, dass der Sänger einmal kurz Blutwurst gerufen hat. Und dann wie ein Geisteskranker mit dem Bolzenschussgerät in einen Ring Pflänzchen geballert hat. Ja, sehr witzig. So, irgendwann haben sie noch eine gefühlvolle Ballade gespielt. Ja, der einzige Unterschied war, dass sie in dem Lied keine Ziege geschlachtet haben. Naja, auf die Tour haben wir dann wenigstens auch mal in den Lokalnachrichten vom WDR geschafft. Na, also ihr seht schon, ne, so konnte es nicht weitergehen. Da musste dringend Qualität her, aber ich meine, ihr kennt mich. Ne? Ich bin ein Kämpfer, ich bin ein Macher, ich bin Visionär. Ich habe mir alles im Leben hart erarbeitet. Ich wurde damals unter einfachsten Bedingungen in einer Krippe, in einem Stall in Bethlehem geboren. Mein ganzes Leben habe ich nur für diesen Verein gerackert. Ohne Rücksicht auf Verluste habe ich für mich den Alkoholismus als unvermeidlichen Kollateralschaden der 5. Jahreszeit akzeptiert. Und allein, ich bin noch lang nicht fertig. Auch das Stichwort, mein Lieber. Vielen Dank, lieber Walter. Ja. Nein, also wie gesagt, ich habe mir das alles hart erarbeitet und ich habe mein ganzes Leben nur für diesen Verein gerackert. Und dann lasse ich mir doch nicht mein Lebenswerk kaputt machen. Nur weil wir im Verein nur noch völlig talentfreie Vollpfosten haben. Entschuldigung, ich will nicht unhöflich sein, aber ich muss ab und zu mal auf mein Handy gucken, weil hier kann natürlich jede Sekunde was reinkommen jetzt. Ich bin ja für die Ansprechpartner Nummer 1. Ich meine, sicher, ich hätte denen auch die Nummer von unserem 2. Vorsitzenden geben können, aber das bin ich ja auch. Na, aber hier ist alles ruhig. Ne? Alles ist ja klar, die sind vorher noch im Jürzenich. Ne? Da können also wirklich ganz beruhigt sein. Hier läuft alles nach Plan. Ne? Ah, ich trinke aber doch jetzt vorsichtshalber mal ein Wasser zwischendurch. Ja, ne, ich will einen klaren Kopf an, wenn die gleich kommen. Boah, pfui Teufel.
Wasser schmeckt aber komisch. Hatte ich ganz anders in Erinnerung. Naja, als Kind schmecken viele Sachen anders. Nein, weil das muss ich natürlich zugeben. Ne? Hier ein schönes Bierchen, ne? Geselligkeit unter Vereinskameraden. Ne? Das ist, für mich ist das, sage ich ganz ehrlich, das ist für mich Lebensqualität. Ne? Ich bin natürlich, da könnt ihr euch vorstellen, ich bin natürlich nicht nur im Karneval aktiv. Ne? Ich bin generell kulturinteressiert. Ne? Bin auch im Kegelclub. Ne? Und da haben wir natürlich das ganze Jahr über anspruchsvolles Rahmenprogramm. Na, ich sag nur Vatertag. Ja, weißt du, wenn wir da hochziehen zur Grillhütte, da weißt du, 50 Kisten Bier um Bollerwagen, 1,5 Zentner Schweinenacken. Ach, das sind kulinarische Sternstunden, muss man sagen. Nein, wir kegeln ja mittlerweile tatsächlich, kegeln wir schon seit 30 Jahren zusammen. Ne? Seit 30 Jahren kegeln wir zusammen. Ich weiß nicht, wer von euch ist im Kegelclub? Wo sind Kegelnde? Wer kegelt? Ach, guck mal, die ganze Reihe da vorne. Das ist, seid ihr ein Kegelclub? Ihr habt euch zufällig zusammen und jetzt kegelt alle. So Zufall kann es doch nicht geben. Ich hab wirklich nicht auf Gänsehaut, aber das ist... Kann es doch nicht geben. Also ihr kegelt, ihr 5, 4, die Damen, ja genau, die Damen, mal kurz aufstehen, damit die Leute auch sehen, wie sieht denn so eine Kegeln aus heutzutage? Das ist es. Wie schön. Wie heißt euer Kegelclub? Schwartlappen. Die Schwartlappen. Ja, da werden die sportlichen Akzente ja sicher groß geschrieben bei euch. Die Schwartlappen, warum nicht? Und der Herr daneben direkt? Unser Kegelclub heißt anders. Der heißt anders? Dein Sohn auch wahrscheinlich, oder? Das ist alles in einem Abfallschritt. Und wie oft kegelt ihr? Einmal im Monat. Einmal im Monat, das ist so typisch Amateurlevel, ja. Nein, ich war nur, weil wir kegeln ja jeden Dienstag, ne, von 14 bis 23 Uhr. Und ich kann nicht sagen, das ist Hochleistungssport. Ja, wir sind ja nur 3 Mann. Ne? Ich meine, gut, früher waren wir auch mal mehr. Ne? Ganz früher waren wir so ja auch mal ein gemischter Kegelclub, ne? Aber... Die Frauen waren dann irgendwann weg, weil wir waren denen zu schlecht. Und das muss man auch neidlos anerkennen. Ne? Die waren wirklich besser wie mir. Na, ich sag mal so, in der ersten halben Stunde konnte man noch so einigermaßen mithalten. So, aber wie dann die ersten Tabletts fernet gelaufen waren, ne, während die selber nur ein bisschen mit staatlich Fachen gegurgelt haben, da haben wir doch schon in alle Richtungen geworfen. Da waren wir ja froh, wenn wir der Kugel noch irgendwie ausweichen konnten. No, und das war den Frauen dann irgendwann zu läppsch und dann waren die weg. Ist aber natürlich nicht der letzte Abgang aus unserem Kegelclub. Ich sag nur Hermann. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich sag, ist ein lieber Kerl, aber ich sag mal so, der Hermann ist jetzt nicht das schärfste Messer in der Schublade. Ich sag mal, wenn du dem Hermann in die Augen guckst, dann siehst du sofort, das Licht ist an, aber es ist keiner zu Hause. Nein, aber jetzt wollen wir nicht läppsch werden an der Stelle. Dafür ist die Sache wirklich zu ernst, weil der Hermann, ne, der ist durch das Kegeln, ist der Sportinvalide. Ja, vertut euch bitte nicht. Kegeln ist eine Hochrisikosportart.
Gut, man muss dabei sagen, er war da auch ein bisschen selber schuld. Ne? Weil ich sag mal so, in seinem Zustand, ne, um kurz vor 11, der hätte normalerweise ja nicht mehr mitkegeln dürfen. Ne, weil wir machen das bei uns ja immer so, ne, wenn du bei uns einen Pudel wirfst, ne, also links und rechts in die Kalle rein, ne, dann musst du bei uns nichts bezahlen, ne, dann gib dir den kurzen. Ja, aber nichts Starkes. Ne? Doppelwacholder, weißt du, der hat 50 Atü, der brennt einmal kurz, dann ist es gut. So, aber an dem Abend, das war wie verhext. Da hat der Hermann fast keinen Wurf in das Ziel gebracht. Der hat gestreut wie eine Schrotflinte. Und da hat er dann schon, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber umgerechnet wird er da schon 5 bis 6 große Wacholdersträucher in seine Blutbahn eingebracht haben. Ich meine, gut, wir hätten das aber auch merken müssen. Weil der Hermann, irgendwann hat er ja schon beim Anlauf Probleme gekriegt. Der ist so ja ein paar Mal ohne Kuchen losgelaufen. So, und jetzt haben wir ja am Ende vom Anlaufbereich, haben wir ja dieses Absperrseil. Das kennt ihr auch, ne? Das mit dem Glöckchen dran. Ne? Ja. Hat er gegen 21 Uhr schon mehrfach eingerissen. Ne? Einmal hätte er sich ja fast stranguliert. Und jetzt kommt nämlich der Teufelskreislauf. Immer wenn das Glöckchen bimmelt, dann musst du einen Tequila trinken. Und das Glöckchen hat oft gebimmelt. Da hast du gemeint, alle 5 Minuten fährt eine Straßenbahn durch den... So, und ich vermute, die Mischung aus Agave und Wacholder, die hat den Hermann irgendwie leichtsinnig gemacht. Weil nach seinem letzten Wurf ist er rübergegangen an den Kugelrücklauf. Da kennt dieser längliche Kasten, wo die Kugeln immer wieder rauskommen. Ne? Muss dabei wissen, der Hermann, der ist abergläubisch. Der wirft immer mit derselben Kugel. So, und die wollte sich für seinen nächsten Wurf schon wieder sichern. So, aber die Kugel ist und ist nicht rausgekommen. So, und irgendwann hat der Hermann dann die Nerven verloren. Da hat er sich nach unten gekniet. Vor das Loch. Um zu gucken, wo seine Glückskugel denn nun bleibt. Und dann war sie auf einmal da. Ne, genau da, wo der Hermann mit seinem Gesicht gelauert hat, um sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Anlage zu überzeugen, Kütti da rausgeschossen wie ein Komet. Ne, jetzt versteh mich bitte nicht falsch. Ich will seinem Gesicht überhaupt keine Vorwürfe machen. Ne, so kannst du als handelsübliche Nase einfach nicht abfedern. Ne, aber seitdem kegelt der Hermann nicht mehr mit. Warum habe ich das erzählt? Vatertag. Genau, weil dann sind wir ja Vatertag, sind wir ja immer oben auf der Grillhütte. Und das ist, muss man sagen, wirklich ein schöner Tag immer, da oben Vatertag. Ne, da nehmen wir extra noch den Wolfgang immer mit hoch, ne, weil der Wolfgang, der ist Metzger.
Und das ist natürlich beim Grillen ist es ja ideal. Ne? Da gibt es nichts Besseres. Ne? Der Wolfgang, muss man auch wirklich sagen, Wolfgang ist wirklich ein sehr guter Metzger. Ne? Nein, das muss man wirklich sagen. Wolfgang ist wirklich ein guter Metzger. Ne? Nein, das muss man sagen. Wolfgang ist Metzger. Ne? Da muss man... Der macht eine preisgekrönte Knoblauch-Blutwurst, ne, wo du als Vampir sofort weißt, das könnte deine letzte Mahlzeit sein. Ne, an der Stelle vielleicht, gerade weil es passt, kleines Vampirgedicht. Blut ist gut, Licht nicht. So, jedenfalls... Vielen Dank, liebe Walter. Danke sehr. Na du. Nein, aber jetzt wollen wir nicht läppsch werden an der Stelle. Dafür ist die Sache viel zu ernst. Nein, der Wolfgang ist in letzter Zeit ist ja unser großes Sorgenkind. Aber das eine sage ich euch, wir lassen den Wolfgang nicht fallen. Im Verein hält man zusammen. Und du weißt ja auch, wie sich die Leute im Dorf bei sowas das Maul zerreißen. Ja, deswegen wäre mir wichtig, wenn das den Saal heute nicht verlassen würde. Ja, ich habe aber kein gutes Gefühl. Na, jedenfalls. Nein, aber mit dem Wolfgang, da hätte doch auch keiner mit gerechnet. Der Wolfgang, weißt du, 1,95 groß, 140 Kilo schwer, Spitzname Fleischwolf. Kerl von einem Baum, hör mal. Hättest du nicht erwartet beim Wolfgang, ne? Weißt du, der guckt Fußball, der ist Motorsport begeistert. Ne? Das passt einfach nicht zusammen. Ne? Da jeder in meinem Umfeld eine wirklich ganz andere Kandidaten. Heinz hat ja auch über seinen Sohn schon mal so Andeutungen gemacht. Und da hätte ich das sofort geglaubt. Weißt du, ganz zartes, feminines Bürschchen. Aber doch nicht der Wolfgang, Herrgott, noch mal. Was ist denn da einmal schief gelaufen? Da reißt man sich mal zusammen für den Rest seines Lebens. Nein, jetzt versteh mich bitte nicht falsch. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, das ist ja keine Frage. Aber der Wolfgang, der hatte auch Frau und Kinder. Hör mal, wie stehen die denn jetzt da? Und er tut mir auch irgendwie leid. Ich sag mal, er ist ja dadurch jetzt grundsätzlich kein schlechter Mensch geworden. Aber dass man da so ja nichts gegen machen kann, ich weiß es nicht. Ne? Ja, und beim letzten Sommerfest hat er dann die Bombe platzen lassen. Du weißt, ausgerechnet beim Sommerfest, wo immer so viele Kinder dabei sind. Weißt du, da steht er da am Grill. Und er sagt auf einmal, seid mal still, ich muss euch was sagen. Und da hast du schon gemerkt, oh, das kostet aber jetzt Überwindung. Da wurde mucksmäuschenstill, konntest du eine Heugabe fallen hören. So, und dann steht der da am Grill, da hat er geseufzt und sagt, ich will euch alle nicht länger belügen, aber ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Ich bin ein Veganer. Und von dem Schock hat sich unser Dorf bis heute nicht erholt. So, und dann sagt er bei seinem Coming-out auch noch, seine preisgekrönte Blutwurst, die würde er seit 2 Jahren nur noch mit rote Betesaft machen. Ja, wie krank kann man sein? Nein, aber das ist so typisch für heute, weißt du, diese ganzen Trends, ne, Veganismus und so weiter. Alles muss man, diese Trends muss man immer mitmachen. Hauptsache muss man immer diese Trends mitmachen. Ne? Überall nur damit. Das in der Mode haben wir doch dasselbe Spielchen. In der Mode ist es doch dasselbe. Gucke ich auch, blicke ich nicht mehr durch. Ne? Guck mal, diese zerlöscherten Jeans zum Beispiel. Ja, was soll das dann? Und die sind ja noch schweineteuer. Weißt du, du zahlst es doppelt, aber es ist nur noch die Hälfte dran. Das ist ja so, als würdest du deine Neuwaren freiwillig vom Schrottplatz kaufen. Kannst du direkt einen Fiat holen.
Weißt du, ja, bei uns im Dorf haben die Teenager alle tellergroße Löcher an den Knien. Hör mal, das können doch nicht alles Fliesenleger sein, oder? Und was ich überhaupt nicht verstanden, ne? Weißt du, gerade die jungen Mädels, die haben die kaputten Butzen, haben die auch noch im tiefsten Winter an. So, und als ob die Löcher nicht schon kalt genug wären. Ne? Da enden die Hosen alle über den Knöchel. So, und jetzt haben wir nämlich folgende Situation. Ne, da sitzen dann da der Chrissy und die Lisa, sitzen die mitten im Januar. Sitzen da mit zerlöcherter Jeans, knöchelfrei und ohne Söckchen an der Bushaltestelle. Hör mal, ein Zähneklappern. Da meinst du, die Störche wären auf einen Schlag aus dem Süden zurück. So, aber bist du gut ja noch. Da bist du untenrum. Da haben die offen Holland. Dafür haben die aber um den Hals 1,5 Kilometer Schal gewickelt. Ja, was soll das dann? Aber wie sagt man so schön, ne? Dicker Schal und knöchelfrei ist das neue Arschgeweih. Ne? Aber wollen wir fair bleiben. Muss man immer fair bleiben auch. Da wollen wir bitte schön auch immer fair bleiben. Ne, weil das ist bei den Männern ist es nicht besser. Ne, weil jetzt haben wir nämlich seit ein paar Jahren überall nur noch diese Hipster rumlaufen. Ja, jetzt haben wir nämlich die Hipster. Ich weiß nicht, wisst ihr, was ein Hipster ist? Hipster, das sind Männer, die sehen aus wie ein Holzfäller gefangen im Körper eines Douglas-Verkäufers. Ja, ich weiß, wovon ich rede. Hör mal. Ich meine, ja, bei uns im Dorf haben wir ja auch so einen Hipster, ne, so einen zugezogenen, so einen Witzfigur. Ne? Wie ist der Hipster? Der hat auf dem Kopf so einen Dutt obendrauf. Der sieht aus wie in dem Buch Der kleine Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Ja, natürlich auch noch einen Rauschebart, in dem seltene Vogelarten ein neues Zuhause gefunden haben. Ne, aber eine Röhrenjeans, die ist so eng, ne, so was kriegst du im Krankenhaus als Thrombosestub. Ja, natürlich auch noch schwerst tätowiert. Ne, der Junge, der hat so viel Tinte um Leib, der muss nachts auf Löschpapier schlafen. So, jedenfalls, pass auf, jetzt fängt die Geschichte erst an. Pass auf, jetzt. Jedenfalls, dieser Hipster, der vor ein paar Wochen zufällig auf seinem E-Scooter bei mir vorbei. Ich sag, was willst du da mit dem E-Scooter? So, wir haben da bei uns ja keinen Fluss, wo du den reinschmeißen kannst. So, der also, wie gesagt, auf seinem E-Scooter bei mir zu Hause vorbei, bleibt stehen, guckt sich um und sagt zu mir, wow, Alter, da hast du draußen wirklich eine richtig coole Chill-Out-Lounge aufgebaut. Echt total geile Retro-Möbel, Mann. Ich sag, moin, ist Sperrmüll, du Spacko. Ja, aber so ein Hipster, ne, der saß uns ja auch mal im Zug gegenüber, weil da waren wir gerade mit unserem Skatclub auf Wochenendtour nach Belgien. Warum? Weil wir hatten gelesen, dass in dem Jahr Brügge europäische Kulturhauptstadt war. So, und da haben wir natürlich im Skatclub alle sofort gesagt, da fahren wir auf gar keinen Fall hin.
Na, wir waren stattdessen in so einem Hotelpark. Ich weiß ja nicht genau, wo das in Belgien war. So, ja, wir haben die Anlage ja nicht verlassen. Aber die Tour, muss man sagen, die hat unser Frankie wirklich hervorragend organisiert. Nein, das kann er ja, das hat er drauf. Gut, jetzt muss man dabei sagen, er hat auch mit Abstand die meiste Zeit. Weil Frankie ist Frührentner, mit 28. Ja, das geht nur bei der Post. Nein, unser Skatclub, muss man sagen, da hast du wirklich nur Originale drin. Hier, Frankie habe ich ja gerade schon erzählt. Dann haben wir noch den Charlie mit dabei. Charlie, der heißt eigentlich Tomislav. Ja, der kommt ursprünglich aus Kroatien. Aber dem seine Mutter, die nennt den immer nur Charlie, weil der sieht wirklich original so aus wie der Schimpanse damals im ZDF. Ja, die zwei kannst du nicht auseinanderhalten. Nein, da muss man wirklich sagen, der Charlie ist wirklich nicht der Schönste. Ja, das weiß er selber. Bei dem haben sie letztens eingebrochen, nur um die Vorhänge zuzuziehen. Das war aber auch höchste Eisenbahn, mein Freund. Vielen Dank, lieber Walter. So, dann haben wir natürlich noch den TV mit dabei. TV auch eine Granate, muss man sagen. TV Hammer-Typ, der TV. Der heißt natürlich jetzt nicht TV, weil der so gerne Fernsehen guckt. TV, das steht für Tagesvollster. Und der Titel ist ihm heilig, muss man sagen. Gut, jetzt hatten wir bei uns in letzter Zeit auch ein paar aufstrebende Nachwuchstrinker. Aber am Ende des Tages hatte TV dann mit ein paar gewieft gesetzten Zwischenbier immer noch für klare Verhältnisse gesorgt. So, und als vierten Mann haben wir dann natürlich noch den Sprudel. Sprudel ist der Bruder vom TV. Aber der trinkt eben den ganzen Abend nur Wasser. In seinem Jack Daniels. Nein, er ist quasi der Erfinder der Whisky-Schorle, kann man sagen. Nein, aber unsere Tour, die hatte der Frankie eben, wie gesagt, hatte der richtig gut organisiert. Nein, das kann er ja auch. Das macht er auch für den Männergesangverein immer einwandfrei. Die waren ja letzten Herbst, waren die schön an der Mosel. Und da hat der Frankie auch wieder wirklich ganz abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. 11 Uhr Frühshoppen, anschließend gemütlicher Abend. Nein, da war wirklich für alle was mit dabei, muss man sagen. Und auch unsere Tour, muss man wirklich sagen, ein Highlight nach dem anderen. Weißt du, wir standen da morgens um 5:30, standen wir schon am Bahnhof. Und da fährt ja bei uns normalerweise noch gar kein Zug. Ja, war an dem Morgen auch nicht anders. Aber zum Glück hatte der Frankie ein bisschen was für den Kreislauf mitgebracht. Ganz edlen italienischen Schaumwein. Für jeden ein Tetrapack. Ja, der hat im Abgang ganz feine Noten von Huba, Buba und Rai in der Tube. Eingestiegen, alle gut drauf, leicht einen im Tee, weiß, wie man morgens um 6 so ist. So, und da sagt der Schaffner zum Sprudel, Entschuldigung, aber Ihr Fahrschein ist von gestern. Da sagt der Sprudel, ja, dein Problem, wenn du zu spät bist. Das ist es. Das ist der Sprudel. Ich muss dabei sein, ich bin kein großer Bahnfahrer eigentlich. Das ist mir allzu hektisch, da sind immer zu viele Leute, da ist zu viel Gedrängel. Gerade jetzt letzten Sommer mit dem 9-Euro-Ticket auch. Das ist so ähnlich wie Einkaufen an Heiligabend, oder?
Das ist dasselbe Prinzip. Einkaufen an Heiligabend. Das habe ich ein einziges Mal einkaufen an Heiligabend gemacht. Weißt du, an der Kasse die reinste Apokalypse. So, und dann ruft mich in der ganzen Hektik auch noch der Hermann an. Wo bist du? Ich sage, ich bin beim Rewe. Oh, bist du einkaufen? Ich sage, nee, ich ziehe hier gerade Winterreifen auf der Einkaufswagen. Was willst du denn da sagen? Ich sage, Hermann, was willst du denn? Ja, ob ich noch schnell eine Flasche Eierlikör mitbringen kann. Ich sage, Hermann, hier ist eine Schlange wie vor der Arche Noah. Ich sage, bis ich mit dem Eierlikör bei dir bin, sind aus der Flasche 15 Küken geschlüpft. Warum habe ich das erzählt? Ah, der Hipster, richtig, weil der... Hier hat alles Hand und Fuß. Der Hipster saß uns ja im Zug gegenüber. Ne? Weißt du, der Hipster, der uns nach Belgien im Zug gegenüber saß, ne? Weißt du, der Hipster, ne? Die Backen voller Chiasamen. Hat er an seinem fair gehandelten Chai-Latte-Tee rumgenuckert. Und du hast ihm schon angesehen. Der ist nicht froh, dass wir auch da sind. Ja, so was merkst du ja. So und wie dann der TV morgens um 6:30 die erste Büchse aufgerissen hat. Ne, da sagt der Hipster nur ganz Anni wieder, bah, wie kann man dann um die Uhrzeit schon Bier trinken? Ne, da hat aber natürlich der TV zum Glück ganz sachlich reagiert. Ne, der hat gesagt, jetzt pass bloß auf, du Arschloch. Nur falls du es nicht wusstest, warmes Bier hilft bei Erkältung. Ne, da sagt der Hipster, ja, aber Ihr Bier ist doch ganz kalt. Da sagt der TV, ja, ich bin ja nicht erkältet. Verstehst du? Das ist das immer. Ach, guck mal, hast du was zum Naschen mitgebracht? Der Freund hat dich mit der Flitschette Herrengedeck für dich bestellt. Ja, er muss es ja auch nicht trinken, ne? Aber... Ja, ich habe den Maren. So, jedenfalls... Och, geht eigentlich. So, mittlerweile hatten die ersten von uns so ihren Proviant ausgepackt. Ja, der Charlie hatte wieder seine berühmten Frikadellchen gemacht. Knapp 500 Stück. Ja, die sind im separaten Koffer mitgereist. Ganz altes kroatisches Familienrezept von seiner Oma. Ne, nur Hackfleisch, Zwiebel, Knoblauch und 1,5 Flaschen Silverwiss. Ne, ich kann nicht sagen, wie der den Koffer aufgemacht hat. Da sind vorne beim Lokführer noch die Scheiben beschlagen. Und da muss man sich mal vorstellen, so etwas Feines. Das darf jetzt der Wolfgang als Veganer alles nicht mehr essen. Das war schon komisch auf der letzten Vorstandssitzung. Weißt, wir sitzen alle bei unserer Schnitzelparade. Und der Wolfgang, der mümmelt da an seinen Rucola-Blättern rum. Na, das ist auch so etwas, ich nicht verstanden. Weißt du, der ganze Hype um der Rucola. Weißt du, heutzutage im Restaurant keine Pizza mehr ohne Rucola. Keine Pasta mehr ohne Rucola. Der ganze Teller voller Rucola.
Entschuldigung. Aber wenn ich eine Spaghetti Bolognese bestelle, dann will ich die Hackfleischsoße nicht erst unter eine Rucola-Plantage suchen. Ja, wenn du heutzutage essen gehst, nimmst du am besten Kanister Unkraut Exmi. Ich möchte das nicht. Ich bin doch kein Kanickel. Wenn ich Rucola will, dann gehe ich zum Fressnapf. So und so, ja, in den Bars wirst du doch mittlerweile mit Rucola zugeschüttet. Ich habe letztens am eigenen Leib gespürt, wie man mich arglistig in die Rucola-Falle reingelockt hat. Ich habe nämlich aus Versehen ein Rucola-Smoothie bestellt. Aber ich Trottel, ich habe nicht Rucola gelesen, sondern Rum-Cola. Nun, ich wollte das doch auch noch hier mit unserem Skatclub zu Ende erzählen. Also wie gesagt, da waren wir da in Berlin, in dieser Hotelanlage. Ne, war so ja einigermaßen was los, da waren wir überrascht. Gut, die Leute hatten nicht unser Niveau. Nein, das muss man sagen. Ne, haben wir ja mitgekriegt, da waren wir abends da in dieser Clubdisco drin. Ne, direkt neben uns ein Damenkegelclub aus Bad Hönningen. Ne, eine wasserstoffblonde Invasion in Leopardenleggings. Ja, die haben sich da seit Mittag schwerst den Kessel verplombt. Ist meine Lieblingsstelle. Jedenfalls haben sie sich da den Kessel verplombt. Mit Hönninger Schorle. Ich weiß nicht, kennt ihr Hönninger Schorle? Hönninger Schorle, was ist Hönninger Schorle? Pass auf, du nimmst einen leeren Eimer. Ja, damit fangen nie gute Dinge an. Du nimmst einen leeren Eimer und da gibst du ein Pikolöchen rein. So, und dann wird der Eimer bis zum Rand mit Eierlikör aufgegossen. So, und die trinken so viel von dem Zeug, wenn die auf Kegeltour sind, haben die Hühner bei verpochten Urlaubssperren. So, jedenfalls steht auf einmal eine von den Kegelschwestern direkt neben mir. Da weißt du, so Ende 50, ne? Dicht wie eine Raumkapsel. Und eine Haut, als wäre Dornröschen unterm Solarium eingeschlafen. So, und die sagt dann zu mir, wenn du mit auf mein Zimmer kommst, dann zeige ich dir Dinge, die eine 20-Jährige nicht kennt. Ich sage, oh, hast du elektrische Schreibmaschine mitgebracht? Was ist denn jetzt los hier? Das ist der Frankie. Ja, der schickt mir die ganze Zeit nur so bescheuerte Witze. Was kriegst du, wenn du einen Atheisten und einen Zeugen Jehovas kreuzt? Einen, der völlig grundlos an der Tür klingelt. Ich habe keine Zeit für so einen Stutz hier. Ich erwarte wichtige Anrufe. Nein, aber könnt ihr euch natürlich vorstellen, so
so eine Prinzenproklamation. Das ist ein absolutes Mammutprojekt. Da brauchst du viele fleißige Helferinnen und Helfer. Aber es sind ja dann doch immer dieselben, oder? Ich weiß nicht, aber bei uns im Verein sind es vor allen Dingen die älteren Leute. Du kriegst die jungen Leute bei uns nicht zur Mitarbeit im Verein motiviert. Ich meine, ihr kennt mich ein bisschen. Ich bin sicherlich der Letzte, der gerne pauschalisiert. Aber ich sage mal so, die Jugendlichen, die wollen alle chillen. Das ist, ich sehe das bei meinem Neffen, dem Marvin. Der Marvin hat einen Bewegungsdrang von einem Koalabär in Vollnarkose. Der verlässt am Wochenende sein Bett quasi überhaupt nicht. Ja, dem seine Eltern, die waren letztens 2 Wochen in Urlaub. Da ist extra jeden Morgen eine Frau von der Diakonie vorbeigekommen, um nachzugucken, ob der Junge sich noch nicht wund gelegen hat. So, dann trinkt der nur Cola. Der trinkt die ganze Zeit, der trinkt literweise Cola. Ich sage, Marvin, du bist 16. Ich sage, du kannst doch nicht immer nur Cola trinken. Ich sage, jetzt mach dir doch wenigstens mal einen Spritzer Asbach da rein. Nein, aber der trinkt ja noch nicht mal einen Kölsch Cola, die Luftpumpe. Nein, sagt der, Bier schmeckt ihm nicht. Ich sage, Herrgott, Junge, da muss man sich auch mal überwinden. Ich sage, meinst du denn etwa, mir hätte das erste Bier damals geschmeckt? Ja, selbstverständlich, aber... Das war eine ganz andere Erziehung damals. Aber du musst doch nicht meinen, mit 16, dass ich da vom Tisch aufstehen durfte, bevor ich mein Bier nicht leer hatte. Nein, da hat mein Vater bei uns aber keinen Spaß verstanden. Der hat immer gesagt, solange du die Füße unter... Solange entscheide immer noch ich, was beim Frühstück getrunken wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das prägt mich bis heute. Immer wenn ich ein Bier vor mir sehe, dann höre ich 2 Stimmen in mir. Die eine sagt, trinket. Und die andere sagt, hast du nicht gehört, du sollst trinken. Vielen Dank, danke. Ich war kurz davor zu dehydrieren, mein Freund. Nein, also wie gesagt, es ist schwierig, die jungen Leute bei dem Verein zu motivieren. Ich sehe das auch bei meinem eigenen Sohn, dem Georg. Georg, der hat auch schon ganz früh zu mir gesagt, hätte dieser Papa, was soll ich dann im Karneval? Im Karneval, da gibt doch nur alte Männer. Ich sage, Georg, Moment mal, das stimmt aber nicht. Ich sage, wir haben noch ein paar alte Frauen. Nein, aber das habe ich bis heute nicht verkraftet, dass der Junge so ja nichts mit dem Verein zu tun haben will. Aber gut, jetzt muss man dabei sagen, der Georg, der war auch als Kind, war der immer so ein spaßbefreiter Einzelgänger. Der ist... Na, ihr müsst euch das mal vorstellen, der wollte sich Karneval noch nicht mal richtig verkleiden. Der hat sich immer eine Pappnase in die Hosentasche gesteckt und gesagt, der Gedanke zählt. Der hat mit Karneval, wenn Karneval war, der hat lieber den ganzen Tag hat er in seinem Zimmer gesessen und gelesen. Dann machst du dir als Eltern natürlich Sorge. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt studiert er. In Greifswald, tiefster Osten.
So, dann haben meine Frau und ich haben wir den auch mal vor ein paar Monaten besucht. Weißt du, 700 Kilometer Fahrt, ne, auf der A1 wieder eine Baustelle nach der anderen. Ne, weit und breit kein Bauarbeiter in Sicht. Ne, weißt du, Spinnweben auf der Baggerschaufel. Stau ohne Ende, ich war in einer Stunde, ich war fix und fertig. Ne? Sind wir direkt die erste Raststätte, sind wir rausgefahren. Ne? Tasse Kaffee trinken, Kleinigkeit essen. Ne, ich sag mal so, am Ende des Monats solltest du das nicht aufmachen. Weißt du, ich stehe da in der Raststätte an der Kasse, 2 Tassen stinknormaler Kaffee, 2 symbolisch belegte Brötchen. 19,80 €. Ich sag, habt ihr die Brötchen mit Kokain belegt? Befindet sich diese Raststätte auf Schweizer Staatsgebiet? Ich sag, da ist es ja billiger, wenn ich für meinen Reiseproviant vorher auf der Galasitzung im Jürzen nicht zusammenkaufe. Wobei, das ist noch schlimmer. Ich weiß, ich wurde schon mit dem Jürgen nicht. Billigste Flasche Wein, 30 €. 30 € billigste Flasche Wein. Na, aber was für ein Wein? Kannst du einen Salat machen? So, aber mein persönliches Armageddon kütt ja erst noch. Kleines Kölsch, 3 €. 0,2 Kölsch, 3 €. Hör mal, da habe ich einen Huni auf den Tisch gelegt, bevor ich anfange, ein bisschen lustig zu werden. Ich habe mich schon in der Apotheke erkundigt, ob es sowas wie Hopfenpflaster gibt. Na, jetzt mal ehrlich, wie willst du das denn als Normalverdiener alles noch bezahlen? Na, wie will man das denn alles noch bezahlen? Guck, das ist ja nicht nur im Karneval so, es wird doch überall alles teurer. Ne, Bauen zum Beispiel, um Gottes Willen. Wie will man das in der Großstadt machen? Weißt du, ein Bekannter von mir, die haben letztens ein Baugrundstück in Köln gekauft. Ne, also ein bisschen außerhalb, ne, in Köln-Gummersbach. Aber selbst da haben wir 350 € der Quadratmeter. Wie sie das gekauft haben, konntest du danach gerade noch ein Dixie-Klo draufstellen. Na, und Mieten ist nicht besser in der Stadt. Ne? Weißt du, ein anderer Freund von mir in Köln, der schießt mittlerweile regelmäßig aus seinem Fenster, damit die Mieten in seinem Viertel einigermaßen stabil sind. Letzte Woche in Kalk, an der Stelle 0 Reaktion. Jedenfalls. Nein, aber mit den Mieten hier, ich habe da doch mitgekriegt, ne, der Georg, weil bevor der Georg nach Greifswald ist, da wollte der unbedingt nach München. Nein, jetzt versteh mich bitte nicht falsch. Ne, München hat schon auch seine schönen Ecken. Ne, weil wir waren nämlich, vor ein paar Jahren waren wir mit unserem Ilverrad einen Tag in München. Am Oktoberfest. Und da ist München ja wirklich noch ganz ursprünglich, kann man sagen. Nur Einheimische und so weiter. Nein, vielleicht einfach mal kurz zur Vorgeschichte. Ne, wir machen Nein, also wie gesagt, wir machen wirklich, jedes Jahr machen wir mit unserem Ilverrad eine schöne Städtereise.
Ne, und die finanzieren wir ausschließlich durch den Schnapsverkauf auf unserer Herrensitzung. Ne, letztes Mal waren wir 3 Monate in New York. Und den Rest haben wir gespendet. Da haben sie in Brandenburg 3 neue Krankenhäuser gebaut. So. Und davor waren wir eben am Oktoberfest. Am Oktoberfest muss man sagen, ist schon toll, oder? Ich weiß, war das schon mal am Oktoberfest? Dann wisst ihr Bescheid. Oktoberfest wirklich, vor allen Dingen die Fahrgeschäfte und so. Und vor allem unser Hermann, der war wirklich heiß wie Frittenfett. Ja, der wollte unbedingt auf die Olympia-Achterbahn. Ich sage, Hermann, du bist jetzt 79. Wir waren gerade 8 Stunden im Löwenbräu-Zelt. Du hast im Alleingang einen Tisch mit 12 tschechischen Metzgern in die Notaufnahme gesoffen. Ja, ist schön, wenn eine Leistung auch mal anerkannt wird. Jedenfalls, ich sage, du warst in deiner Altersklasse mit Abstand Tagesvollster. Hör mal, du wolltest eben deine Zigarettenkippe auf den Boden werfen, du hast ihn nicht getroffen. Wir haben die Brauerei an den Rand einer Niederlage gebracht. Weil sie haben schon angefangen, vor dem Zelt neuen Hopfen anzubauen. Ich sage, abgesehen davon hast du eben eine Schneise der Verwüstung durch die Fressbuden geschlagen. Du hast hier einen Backfisch mit Doppelremoulade, 15 Nürnberger, 1,5 Makrelen, Schweinshaxe mit Sonderknödel, 2 Tüten gebrannte Mandeln und eine Jumbo-Zuckerwatte mit Zigeunersoße reingemacht. Ich sag, meinst du wirklich, ein 5-fach-Looping wäre jetzt richtig? Nein, aber der Hermann, der war ja wie im Tunnel. Keine 2 Minuten später saß er in dem Ding drin und hätte die ganze Zeit gerufen, guckt mich an, ihr Luftpumpe. Hier ist der König vom Oktoberfest. Ja, was soll ich sagen? Am Anfang war nur alles gut. Aber beim 3. Looping, gerade also genau um Scheitelpunkt, Kopf über nach unten hin, da sind beim König vom Oktoberfest aber alle Dämme gebrochen. Ja, sowas habe ich noch nicht gesehen. Dann haben sie nach 2 Stunden im Sanitätszelt mit dem Hochdruck rein hier abgekercht. Wollte der Georg nach München. Ne? So, dann hat er im Internet einen Makler angeschrieben. Suche Wohnung in München Zentrum. Maximal 500 € warm. Ja, pass auf, der Makler hat wirklich am nächsten Morgen hätte er schon zurückgeschrieben. Da waren wir selbst überrascht. Ne? Ich habe euch die E-Mail habe ich euch ausgedruckt. Pass auf. Da schreibt der Makler, pass auf. Lieber junger Freund. Da hätte ich schon abgebrochen. So jedenfalls. Lieber junger Freund, vielen Dank für Ihre E-Mail. Sie haben großes Glück. Gerade gestern hat sich meine Frau in Schwabing ein paar sündhaft teure Gucci-Stiefel gekauft.
Und durch eine unergründliche Fügung des Schicksals liegt der Karton noch bei uns zu Hause. Ja, was für ein aufgeblasener Schnösel, oder? So, und deswegen ist der Georg ist er nicht nach München gegangen, sondern nach Greifswald. 80 Quadratmeter Altbau, 250 Ostmark. So, da haben wir ihn eben besucht, ne, wie gesagt, auf der A1 wirklich alles katastrophal. So, aber sobald wir dann über die Grenze drüber waren, auf der A20, ne, da konntest du richtig Strecke machen. Ich sag mal, das ist natürlich auch das Schöne an einer Region mit hoher Arbeitslosigkeit. Ne, du hast ja keinen Berufsverkehr. Einfach mal befreit ablachen. Jedenfalls haben wir den Georg eben in Greifswald besucht. Ich weiß, war von euch schon mal in Greifswald? Der Greifswald war mal positiv überrascht. Wirklich, wirklich schöne Stadt, muss man sagen. Ne? Ganze Innenstadt komplett saniert. Ne? Ich sag mal, da siehst du, wo der Soli hingeflossen ist. Ne? Aber, und das muss ich bitte schön an der Stelle auch mal sagen, Anerkennung, die kannst du da hinten aber lange suchen. Die kannst du aber bitte schön da hinten aber nämlich mal lange suchen. Ne, weil jetzt versteh mich bitte nicht falsch, ich erwarte nichts Großes. Aber wie meine Frau und ich, wie wir über den Marktplatz spaziert sind, meinst du, da wäre auch nur einer gekommen und hätte sich bedankt? Oder hat da mal ein Kind mit einem Blümchen zu meiner Frau? Das gehört sich nicht. Na, guck mal, wenn wir auf unserer Sitzung, wenn da der Elektroschmitz, wenn der jedes Jahr seine 111 € spendet, ja sicher sage ich das gerade durch. Nur dass ich mich beim Fliesen Henrich bedanke, dass er die neuen Waschräume in unserem Vereinsheim ganz unbürokratisch ohne Rechnung gekachelt hat. Das sind Selbstverständlichkeiten. Eine Hand wäscht die andere. Wie soll so ein Verein denn sonst funktionieren? Entschuldigung, wir sind ein kleines Wirtschaftsunternehmen. Da müssen wir natürlich professionell arbeiten. Guck mal, wenn wir Vorstandssitzung haben, ja, wir treffen uns ja jeden Mittwoch um 7:30 morgens und da geht es aber immer dermaßen konzentriert und intensiv zur Sache, da kommt aber vorsichtshalber keiner mit dem Auto. Weil da stehen doch richtungsweisende Entscheidungen auf dem Tableau. Ne, guck mal, machen wir auf der nächsten Herrensitzung, machen wir da vorher in der Gaststube wieder unseren schönen Cabanes-Empfang. Oder schwenken wir doch mal auf Jägermeister, um auch mehr minderjähriges Publikum zu sehen. Kannst du nicht aus dem Bauch raus entscheiden. Sondern konnte sich der Erwin auf einmal nicht mehr erinnern, was denn jetzt der Unterschied zwischen Jägermeister und Cabanes wäre. Ja, da muss man erst mal 1,5 Stunden Blindverkostung machen. So, und dann haben wir natürlich die ständigen Interessenskonflikte. Machst du ja keinen Begriff von. Na guck mal, da haben wir vor ein paar Wochen im Vorstand ganz erhitzt diskutiert, Herrensitzung mit oder ohne Nummerngirl. Ne, ich war also kurz davor zu sagen, ne, solange ich Präsident bin, gibt es bei uns auf der Herrensitzung keine Stripperin. Aber jetzt pass auf. Interessenskonflikt.
Ne, da meldet sich auf einmal der Karl-Heinz zu Wort. Ich hatte die ganze Zeit schon gemerkt, oh, der hat was am Herzen. Ich sag, Karl-Heinz, was ist denn? Ja, sagt er, wäre was unangenehm. Aber seine Frau, der Annegret, die würde da schon ganz lange von träumen. Ich sag, Karl-Heinz, von was denn? Ja, sagte einmal so als Tänzerin vor einem größeren Publikum. Letztes Jahr wären sie in Paris gewesen, ne, im Moulin Rouge und so in der Art. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Annegret würde sehr gerne auf der nächsten Herrensitzung vor jedem Programmpunkt für alle Männer im Saal ein verführerisches, tänzerisches Ausrufezeichen setzen. Er sagt natürlich nicht billig, sondern alles ganz ästhetisch. Und das ist das Problem. Die Wörter Annegret und ästhetisch, das ist ein Widerspruch in sich. Das ist wie Heilfasten mit Buttercreme, Tochter. Das ist zum Scheitern verurteilt. Na, jetzt versteh mich bitte nicht falsch. Die Annegret ist eine super Frau. Weil sie macht auf jeder Sitzung die Frittenkiste im Alleingang. Aber der Annegret als Nummerngirl? Ich weiß es nicht. Deswegen, ich sage zum Karl-Heinz, ich habe mich extra ganz diplomatisch gesagt. Kann ich recht gut. Ich sag Karl-Heinz, jetzt überleg doch mal. Wenn der Annegret das wirklich macht, wer soll denn dann in der Frittenbude? Ja, sagt er, das hätten sie doch alles schon besprochen. Die Annegret würde ja auch nur für ihre Auftritte die Frittenbude kurz verlassen. Da hat natürlich der Uwe nicht ganz zu Unrecht angemerkt, dass er wahrscheinlich gerade bei den Auftritten von der Annegret. Aber da habe ich auf den Tisch gehauen. Da habe ich gesagt, Freunde, jetzt ist aber Schluss mit den ganzen Macho-Sprüchen. Ich dulde in meinem Verein kein frauenfeindliches Getue. Ich sage, wenn die Annegret auf unserer Herrensitzung tanzen möchte, dann soll die Annegret auf unserer Herrensitzung tanzen. Jeder, der mich auch nur einigermaßen kennt, der weiß, dass ich selber die gelebte Gleichberechtigung bin. Nein, meine Frau und ich, wir sind wirklich absolut gleichberechtigt. Da kannst du wirklich jeden fragen. Gut, jetzt vielleicht nimmt meine Frau. Aber wir haben uns wir haben doch immer schon die Rechte geteilt. Wie soll so denn sonst eine Ehe sonst funktionieren? Machen wir doch mal ruhig ein Beispiel. Guck mal, damals, wie unser Sohn, wie der Georg geboren wurde. So, da hat meine Frau natürlich gestillt, weil ich das ja nicht konnte. So, dafür habe ich dann aber geschlafen, weil sie das ja nicht konnte. Und da könnte ich euch 100 andere... Ach du liebes bisschen. Rufnummer unterdrückt. Das sind sie.
Hallo? Ohne Prominenz, ja. Pass auf, ich sage euch gerade, wo ihr hingehen könnt, wo ihr parken könnt. Dann könnt ihr Manfred schnell mit raus anpacken. Und dann geht ihr am besten direkt durch auf die Kegelbahn, weil da haben wir euer Catering aufgebaut. Und ich kann euch sagen, da habt ihr zu Hause aber was zu erzählen. Ne? Weil ich bin noch da. Hm? Ach so. Euch ist was dazwischen gekommen. Wie, ihr könnt nicht weiterfahren? Um Gottes Willen, was ist denn einmal passiert? Weil ihr habt für die Scheibe kein Wischwasser mehr. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Nein, nicht in den falschen Haus gehen. So war das nicht gemeint. Nein. Ich sag, Sicherheit geht immer vor. Ich sag mal, ohne Wischwasser. Ein Himmelfahrtskommando. Nein, Gesundheit ist das höchste Gut. Natürlich haben wir da vollstes Verständnis. Ist schade, Mann, und ist vollstes Verständnis für. Ich hab noch nichts getrunken. Nee. Aber vielleicht könnte man das ja. Könnte man nicht. Alles klar. Nee, dann. Aber. Nein, es tut mir ja nur leid, weil es ist doch meine Schuld. Ich meine, ich hätte euch doch vorher fragen müssen, ob ihr noch genug Wischwasser seht. Ne, vielleicht ganz kurz nur noch, du musst Schluss machen. Nee, dann weiß ich Bescheid. Hm? Ja, auch, ja. Hm? Tschö. Ach, da. Ja, habt ihr mitgekriegt, ne? Die Arschlöcher kommen nicht. Haben wir kein Wischwasser mehr. Sagen wir, wollen die mich verarschen oder was? Ich lasse mit mir nicht den Molly machen. Nein, aber habt ihr mitgekriegt, ne, wie ich am Telefon schön zusammengefaltet habe? Nein, du darfst dir von diesen Möchtegern-Staats darfst du dir überhaupt nichts gefallen lassen. Weißt du, meinen sie wären was Besseres, nur weil sie nur alle Jubeljahre mal ihre Visage was in Lokalfernsehen reinhalten. Das sind oberflächliche Dieven, sind das, sonst ja nichts. Das habe ich ja immer schon gesagt. Ich hab das selber mitgekriegt, ich war ja kurz davor, denen abzusagen. Große Stars im Karneval, darauf kann ich verzichten. Das ist alles nur noch Kommerzscheiße, ist nur noch. Das ist nur eine Generscheiße. Aber das Schöne ist, wir brauchen die überhaupt nicht, weil der handgemachte Karneval, der ist sowieso immer noch am schönsten. So, und jetzt sind wir ja bei uns in der glücklichen Situation, dass wir bei uns im Verein nur wirklich mehr als genug hochkarätige Eigengewächse haben. Na, ich sag euch, ich bin heilfroh, dass ich den gerade abgesagt habe. Und das Loch, das kriegen wir aber ganz schnell gestopft. Weißt du, da zieht eben einfach unser Spillmannszug sein Bata Illich-Mädel über die Länge. Ja, notfalls bis der ganze Saal Tinnitus hat. Aber beste Küche noch, das habe ich in der ganzen Aufregung ganz vergessen zu sagen. Wir haben in diesem Jahr zum allerersten Mal einen ausländischen Alpaka. Capalella. Ohne Musik. Haben wir zum ersten Mal. Mein Georg, unser Vorzeigekarnevalist, der Kütt ist ja extra mit den Jecken-Pionieren aus Greifswald und singt sozialistische Kampflieder ob Kölsch. So was findest du auf keiner Galasitzung.
Und immer hochkarätige Musikbeiträge, damit schmeiße ich euch zu, wenn ich will. Ich will einfach mal die 4 Jungs vom Bosporus Grill unten an der Hauptstraße. Die treten dieses Jahr bei uns zum ersten Mal als türkische Coverband auf. Ja, die nennen sich The Döner. Und die spielen die Hits von den Höhner. Auf einem umgebauten Dönerspieß als Drehorgel und mit Dudelsäcken aus Shisha-Pfeifen. Das ist Fastelovend, liebe Nella. Was ich euch damit sagen will. Kommt nächstes Jahr doch alle mal auf unsere Sitzung. Da seht ihr selber mit eigenen Augen. Bei uns ist wirklich alles handgemacht. Bei uns seid ihr unter netten Leuten. Bei uns gibt es auch keinen Weinzwang oder so ein Blödsinn. Bei uns kriegst du ein frisches Kölsch vom Fass. Wir haben in unserem Festsaal eine Zapfanlage mit 75 Zapfhähnen. Das sind umgebaute Tankstutzen aus der Formel 1. Damit kannst du in 2 Minuten einen Flugzeugträger volltanken. Hör mal, was meinst du, was bei uns eine Stimmung ist? Bei uns wird geschunkelt bis zum Schleudertrauma. Na, unsere Stammgäste bringen sich mittlerweile ihre eigenen Halskrause mit. Und letzte Woche hat sich einer so blöd zwischen den Sitzbänken verkeilt, den haben sie mit der Hydraulikschere rausgeholt. Das ist was zu laufen, liebe Herren. Und für den... Ich bin noch lange nicht fertig, oder? Und für den Erhalt dieses ursprünglichen Fastelovens, dann müssen wir kämpfen. Für den Erhalt unseres wunderbaren rheinischen Brauchtums, dann müssen wir kämpfen. Aber, liebe Herren, die Pflege des Brauchtums gestaltet sich schwierig. Das Brauchtum hat Pflegestufe 3. Das Brauchtum ist ein schwer kranker Patient, dessen Leben an seinen Faden hängt. Das Brauchtum liegt auf der Intensivstation. Und ich bin paradoxerweise die moderne Apparatemedizin, die einen Don Quixote-haften Kampf gegen die übermächtigen Windmühlen der krankhaften Veränderung führt. Das habe ich selber nicht verstanden. In diesem Sinne, aber Brauchtum, auf dem Fastelovend, eine schöne Proklamation. Sehr zu wollen.